Sali Kinder, sind ihr alle wieder da? Und die Grossen auch? Ich will gerade ein Prinzessli Kaspi treffen. Okay, es läutet. Sali Kasperli! Oh gut, dass du dich meldest. Ich bin ganz durcheinander. Was ist denn? Geht's jemandem Giacomo schlechter? Ja, er hustet ganz furchtbar. Man hört ihn manchmal sogar im Stegenhaus. Und er hat Mühe mit Schnaufen. Oh, das tönt aber gar nicht gut. Was sagt denn Frau Doktor? Sie hat gesagt, dass es eben gar kein Medikament gibt gegen das Coronavirus. Der Giacomo müsse sich ganz selber wehren. Seine Blutpolizisten, die im ganzen Körper umeinander schwimmen, müssen das Virus ganz genau anschauen. Und wenn sie genau wissen, wie es aussieht, dann können sie selber ein Medikament bauen. Das sind Teile, die passen zum Virus. Genau wie ein Lego-Teil zum anderen. Das heisst, sie können aufs Virus draufsitzen und dann geht es kaputt. Die Teile heissen Antikörper, hat sie gesagt. Aber wenn beim Giacomo, weil er schon ein bisschen alt ist, die Antikörper nicht mehr rechtzeitig parat sind, dann stirbt er vielleicht. Und wir können einfach nichts machen. Oh, das ist eine komplizierte Sache. Ich bin aber einfach nicht sicher, ob man nicht doch etwas machen könnte. Ich würde so gerne den Akwi fragen, aber die Verbindung geht immer noch nicht. Ich halte es im Fall auch fast nicht aus, immer nur zu warten. Da kommt mir gerade wieder etwas in den Sinn. Der Rot hat etwas gesagt. Was hat er jetzt gesagt? Hast du den Rot gesehen? Ja, im Kaspi-Treff. Ah, jetzt weiss ich's wieder. Man müsste sich auch ein bisschen auf den Himmel verlassen. Was meint er mit dem? So beten und so? Vielleicht schon. Aber weisst was? Wir kennen ja jemanden im Himmel. Der liebe Gott? Also, den kenne ich jetzt nicht so ganz persönlich. Nein, Der Bengel? Ja, der Bengel. Sollen wir echt probieren, den mit Kaspi-Treff anzuleiten? Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das geht. Aber weisst was? Ich gebe mal seinen Namen ein. Oh ja! Grüß Gott, liebes Menschenkind. Du bist verbunden mit den heiligen himmlischen Hallen. Für Hilfe drücke bitte die 1. Für heilige Stille und Andacht drücke bitte die 2. Oder lege einfach wieder auf. Für Glaubensfragen drücke bitte die 3. Für Wetterauskünfte drücke bitte die 4. Für einen persönlichen Kontakt gib bitte den Namen des oder der Heiligen bzw. des Engels oder der Engelin ein. Was? Ich habe den Namen vom Bengel doch schon eingegeben. Dann machst du es halt nochmal. Okay. B E N G O L U F. Danke, jetzt gib bitte noch das Ja deiner Taufe ein. Hä? Wann war das? Ich glaube im Jahr, wo ich auf die Welt gekommen bin. Für was ist echt das gut? Korrekt, vielen Dank. Bitte nimm noch zur Kenntnis, dass das Gespräch aus unerfindlichen Gründen in die himmlischen Annalen eingetragen wird. Und habe bitte Geduld, Gottes Netzwerke sind unergründlich. Was heißt das alles? Weiss auch nicht. Aha, jetzt läutet's wieder. Hey Bengel, bist du das? Das sind ja der Kasperli und sie, der Schleierli. Das ist jetzt aber cool. Hoi Bengel, sind ihr am Spielen? Ja? Das hat noch schön getönt. Ja, gell. Wir tun ein bisschen Proben für einen Sonntag. Nur zu 5. Aber manchmal spielen wir einfach zum Spass. Wollt ihr mal hören? Oh ja. Gern. Kommt ihr Steinböck?
Jungs, jetzt bitte wieder leislich. Das ist dann fetzig. Mega! Mir gefällt's halt so gut bei den Posaunenengel. Aber warum meldet ihr euch? Sicher wegen dem Coronavirus, gell? Ja, genau. Wir haben etwas fragen. Dann kennst du das auch, das Virus. Klar, man redet ja fast von nichts anderem mehr. Wie bei uns. Mein lieber Freund, der Giacomo, ist eben auch krank. Und es geht ihm immer schlechter. Oh je, das ist aber nicht schön. Kann ich euch da irgendwie helfen? Ich weiss es halt auch nicht so genau. Wir haben einfach gedacht, dass ihr im Himmel vielleicht noch etwas wüsstet, wo man könnte machen, um dem Giacomo zu helfen. Der Petrus sagt, wir haben im Moment sehr viele solche Anfragen. Er selber ist die ganze Zeit an einer von diesen vielen Sitzungen mit der Geschäftsleitung. Er sagt, viele Leute auf der Erde sagen, der Himmel habe das Coronavirus geschickt, zur Strafe, weil die Menschen nicht nett gewesen sind. Aber das stimmt natürlich nicht. Darum sagen die Sitzungen ganz wichtig, sagt er. Aber manchmal stinkt es ihm ein bisschen. Oh, wartet, er geht gerade da aussen vorbei. Ich frage ihn schnell. Momentli. Meinst du, der Petrus wüsste etwas? Keine Ahnung, aber vielleicht haben wir Glück. Tun wir den Daumen drücken? Ganz fest. Weisst du was, Kasperli? Nein, was denn? Ich bin so froh, dass du mein Freund bist. Du hast irgendwie immer noch eine Idee und lässt nie Lug, bis wir amigs eine Lösung gefunden haben für etwas Schwieriges. Ich könnte das nicht. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Schliesslich hast du mir ja zuerst angerufen, um etwas zu unternehmen. Und weisst, ich finde einfach, wir sägen ein gutes Trio. Das Tunnerli und wir zwei. Wenn ihr nämlich nicht mitmacht, dann hätte ich ganz häufig auch kein Brot. Und dann haben wir ja auch noch andere gute Freunde. Der Aqui, der Bengel, der Rott und sogar das Sprünglis. Hast recht. Und vielleicht ist das überhaupt das Wichtigste im Leben, dass man Menschen um sich hat, die einem helfen können, wenn es nötig ist. Ja, genau. Aber nicht nur zum Helfen. Auch um sie mal ein bisschen nett und lustig zu haben. Klar. Und? So, da bin ich wieder. Ich habe ihn gerade noch verwünscht. Zuerst hat er gesagt, er hätte keine Zeit. Er müsse noch das Pressekommuniqué. Das was? Also so einen Bericht für die Menschen, wo der Paulus geschrieben hat, wegfaxen. Das heisst, der Fax ist kaputt. Er macht es mit der Ostertaube. Die war früher einmal eine Brieftaube. Und wer ist der Paulus? Ich glaube, der hat auch zu den Freunden von Jesus und von Petrus gehört. Ja, und der hat auch schon früher ganz viele Berichte und Briefe geschrieben, vom Himmel für die Menschen. Also jedenfalls habe ich an Petrus gesagt, der Bericht könne ich jetzt ruhig noch warten. Mein Anliegen sei jetzt wichtiger. Und dann habe ich ihm erzählt von dem Giacomo. Und er sagt, sogar nicht einmal für den König, sondern für seinen alten Diener geben die sich so eine Mühe. Er glaubt, da müssen der Bericht und ich schnell warten. Er geht nochmal zurück zum Paulus. Und ein bisschen später kommt er wieder um und sagt zu mir, ich komme zwar auch nicht ganz draus, aber die Lösung vom Problem liegt im Wasser, im Lebenssaft. Gang und sag das deinen Freunden, die sind ja nicht dumm. Und sie finden es nur raus, wenn alle Tage zusammen arbeiten, auch wenn sie sehr verschieden sind. Und da sollen wir noch draus kommen. Das ist aber ein ganz schwieriges Rätsel. Ich glaube, der Paulus hat schon immer Sachen gesagt oder geschrieben, wo viele Leute lange können daran studieren. Aber ich finde auch, ihr seid ganz Gefitzte. Das findet ihr sicher schon raus. Wir probieren's. Ganz fest. Und du musst wieder proben, gell? Ja, so ist es. Aber es war wirklich cool, euch zu sehen. Viel Glück. Danke. Und du bist auch einer, der nicht Lug lässt. So wie du den Petrus gepäckelt hast. Stimmt. Also, ciao, Ben Oluf. Und danke auch vielmal. Ciao zusammen, bis bald mal wieder. Und wir zwei? Wir machen ein Päusli. Und trinken den Offi. Und wir überlegen fest. Und treffen uns wieder in einer Stunde. Okay? Okay, tschüss unterdessen.